Nächster Halt, Alp Grün. Prossima fermata, Alp Grün. Next stop, Alp Grün. Guten Morgen miteinander. Der wunderschöne Alp Grün. Ist gerade die Sonne aufgegangen. Und ich habe hier unten irgendeinen Timelapse aufgestellt. Jetzt mal schauen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie wirklich etwas geworden ist. Es ist immer schwierig, wenn man Day-to-Night oder Night-to-Day Timelapses macht, dass man eigentlich die ganze Zeit bis nebendran stehen und manuell umschalten. Also das heisst, sofern man kein entsprechendes Equipment hat, das das automatisch macht, weil sonst wird es einfach überbelichtet oder unterbelichtet. Jetzt gehen wir mal schauen da. Ja, schön wäre es glaube ich schon gewesen da von der Aussicht. Ja, ist glaube gar nicht mal so schlecht gekommen. Ja. Ein bisschen hell, aber knapp habe ich die Sonne noch drauf am Schluss. Ah, ist schon herrlich hier oben. Ja, wir sind schon Tag 3 von unserer 4-Tages Train Around Switzerland Tour. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich natürlich als erstes, dass er sich die mal anschauen. Link gibt es irgendwann hier oben oder auch unten in der Beschreibung. Ja, gehe jetzt gleich mal rauf, mal duschen, zum Mörgeln. Mal schauen, wo diese sind. Es hat glaube ich wieder ein paar gegeben, die sind schon morgen früh irgendwann hier an See runter. Ja, das haben wir noch nicht ganz so im Griff. Also wir stehen zwar für den Sonnenaufgang und so auf, aber die anderen die gehen dann irgendwie noch 2 Stunden vorher irgendwie an einen geilen Spot und kommen dann natürlich dementsprechend auch mit recht geilem Material zurück. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit zum mal erwähnen, dass wir natürlich auch unten in der Beschreibung die Instagram-Handles von allen, die hier dabei sind, reinpacken, damit ihr mal schauen könnt, was die so gemacht haben. Ich habe gesehen, dass das erste Zügel von der RAW hier rauffährt. Das heisst, ich gehe jetzt schnell aufnehmen, um zu schauen, ob ich einen Spot finde, um das zu filmen. Gestern habe ich es jedes Mal, wenn der Zug vorbei ist, irgendwie um 10 Sekunden verpasst. Aber ich glaube, heute schaffe ich es. Also innerlich.
schönen Bergün angekommen und hier haben wir etwas ganz Lässiges auf dem Programm. Und zwar gehen wir mit Geissen wandern. Ja, ich bin sicher, das wird lustig. 2009 sind wir da. Rein von Zeit her. Wow. Ja! Hast du einen Girls geschnappt? Mit der einen ist ein Tinder-Match schon nicht gekillt. Ja, komm! Ah, herrlich! Echt ein schöner Spaziergang mit diesen Geissen, aber ich weiss ja nicht, wie die Prozession ausgesehen hat und vor allem, wem das wir lieber zugeschaut hat. Den Geissen, die irgendwann sind grasen, oder als Influencer, Fotografen, was auch immer, wo die Geissen irgendwie dazu haben wollen bringen, für die Fotos zu posieren. Echt genial! Komm, hopp, ja! So, wir sind inzwischen wieder zurück von unserem 4-tägigen Trip durch die Schweiz. Wir haben die letzte Nacht noch mal in einem richtig herzigen Hotel in Chur verbracht, bevor wir dann am Morgen früh wieder zurück auf Zürich sind. Damit war unsere Reise aber noch nicht ganz am Ende. Wir haben zum Abschluss noch mal ein paar recht coole Stunden im Zürich-Westareal verbracht. Visit Zürich hat uns nämlich noch zu einem Brunch eingeladen am Food Zürich, wo wir uns einmal quer durch die ganze Palette haben probieren. Dann hat es noch mal einen kleinen Fotowalk gegeben. Zuerst zum Geralds Garden und dann gerade hinten dran zu der neu eröffneten Surframpe. Die bleibt jetzt für ganze 3 Jahre dort so stehen. Das heisst, man kann jetzt also mitten in der Stadt ein bisschen Surf-Feeling aufkommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass es uns dort gefallen hat. Dann sind wir noch weiter ein paar Porträts schiessen und haben unsere Tour dann mit einem kleinen Spaziergang entlang von der Limmat beendet. Und ja, wo wir schon 3 sehr intensive Tage hinter uns hatten, war auch am letzten Tag nochmal jeder völlig in seinem Element gewesen. Wir können echt nicht genug fest betonen, wie viel Spass uns die ganze Reise gemacht hat. Vor allem auch natürlich an all diesen neuen Freunden, die wir gewinnen konnten. Der eine oder andere habt ihr sicher nicht das letzte Mal gesehen bei uns, aber wenn ihr auch in der Zwischenzeit ein bisschen schauen, was die alle so treiben, dann vergesst nicht, ihnen auf Instagram zu folgen. Die ganzen Links zu ihrem Profil findet ihr unten in der Beschreibung. Und zu guter Letzt natürlich nochmal ein riesengroßes Dankeschön auch an die SBB und die RHB, dass ihr uns auf so eine tolle Reise mitgenommen habt. Und wer jetzt auch Lust bekommen hat auf diesen Trip, da nochmal der Hinweis, die Reise kann man fast 1:1, so wie wir sie jetzt gemacht haben, auch buchen, und zwar auf der Webseite von der SBB und der RHB. Und den Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Ja, das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dabei zu sein mit uns. Ich werde an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön machen, stellvertretend von der ganzen Schweiz, an die SBB und die RHB. Ihr seid zwar nicht immer pünktlich, aber durch euch ist es doch schon sehr viel einfacher, unser schönes Land zu entdecken. Danke vielmals. Also dann, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich hier ab und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. In der Zwischenzeit macht's gut und bis bald. Tschüss!